Oh, Neues vom Sultan. Erdogans Armee führt Krieg gegen die Kurden in Syrien. Die Region Afrin war eine der wenigen, die weitgehend vom Bürgerkrieg verschont geblieben ist. Und das durfte so natürlich nicht bleiben, fand Herr Erdogan. Bei seiner sogenannten Operation Olivenzweig sind schon mehrere Dutzend Zivilisten ums Leben gekommen. Tausende Menschen sind auf der Flucht, unter anderem, müssen wir sagen, auch vor deutschen Panzern. Unser beliebtes Premium-Modell, der Leopard 2. Da haben wir den Türken 354 Stück von vertickt. Die Kurden von der sogenannten YPG wurden vor kurzem noch als Helden gefeiert. Zu Recht. Für ihren Kampf gegen den IS. Die haben zum Beispiel die Jesiden gerettet. Und jetzt guckt die ganze Welt einfach tatenlos zu, wie der Erdogan da einmarschiert. Auch mit deutschen Panzern. Ich sag's nochmal. Was sagt denn unser Außenministerium? Zur Frage des Einsatzes von Leopardpanzern. Mir liegen keine Erkenntnisse. Also unser bisheriges Lagebild gibt es nicht her, dass wir den Einsatz bestätigen können. Da müsste ich jetzt, ich habe hier nur die Brigitte zu legen. Hör mal, vielleicht hilft dieses Foto deinem Lagebild. Das neben dem roten Pfeil ist ein Leopard. Die übersieht man leicht, die sind sehr klein. Hör mal. Ja, Erdogan will mit aller Macht ein autonomes Kurdengebiet an seiner Grenze verhindern. Warte mal, da fällt mir ein, haben wir den Kurden im Irak nicht neulich noch unsere Milan-Panzerabwehrrakete geschenkt? Mich hat es dann sehr berührt, als mir ein Vertreter der Kurden im Nordirak erzählt hat, dass das Wort Milan jetzt ein Vorname für Babys ist, für männliche Babys, weil die so entzückt sind von der Wirkung dieser Waffe. Och, wie süß! Hör mal, ist das süß? Ja, da können wir uns ja alle auf die ersten türkischen Babys namens Leopard 1 und 2 freuen. Ne? Ja. Schön. Entzückt sind von der Wirkung der Waffe. Dann heißt es, Leo, hör auf, den Milan an den Haaren zu ziehen. Ja, das wäre doch was. Deutsche Panzerabwehr gegen deutsche Panzer. Das heißt, Deutschland gewinnt in jedem Fall. Weil wir, und jetzt kommt's, allen liefern. Ja, das ist so. Natürlich. Ja, wir wollen zwar die Guten sein, aber wir liefern an alle, Freunde. Zwar hat dieser Mann, Sigmar Gabriel, immer behauptet, er würde das mit den Rüstungsgeschäften viel restriktiver handhaben als seine Vorgänger. Aber das ist, wie sich diese Woche herausgestellt hat, nicht ganz richtig. Rechnet man den Umfang der deutschen Rüstungsexporte zusammen, zeigt sich, noch nie hat eine Bundesregierung so viele Exporte genehmigt wie die noch amtierende Große Koalition.